Die Migro wurde besiegt, Traum und Zeit wiederhergestellt und damit willkommen zurück hier zu Dragon Ball Xenoverse. Ja, ist eigentlich wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Doch irgendwie stimmt noch was nicht, denn wir haben ja da in den Credits, sprich ganz am Ende noch gesehen, dass, naja, Tova noch überlebt hat und scheinbar Mira auch, der irgendwie eine Mischung aus Dabra und Cell sein soll, oder sprich, solange halt sein, ich überlege gerade, zellularer Cortex, weiß ich das Teil, solange der zerstört wird, kann Mira scheinbar auch nicht getötet werden und ja. Jetzt lebt die Typen, also sprich wie gesagt Mira und Tova leben beide noch und haben scheinbar noch ein bisschen was mit uns vor. Naja, erstmal gucken, ich bin jetzt auf der Suche nach ein bisschen was Neuem, um ehrlich zu sein. Ich will jetzt direkt mit der Geschichte weitermachen, das ist klar, aber ich hätte jetzt doch mal gerne noch Goku als Meister gehabt. Ich meine, hallo, jetzt haben wir in seiner sowas den Weg und ja, willst du gegen mich catchen und so und plötzlich, weg ist er. Da muss doch irgendwo sein. Du hast du was Neues für uns? Die habe ich bereits. Immer noch keine neuen Kraftkapseln. Ich krieg da langsam nicht die Krise. Wieso gibt es keine Kraftkapseln L? Weil mich nicht verarschen, ist alles Ki aufgefüllt auf zu. Da kann nicht sein, dass er zu stark dann wäre. Mein volles Ki bringt noch lange nicht irgendwie den Sieg rein, also von dem her. Schildkrötenhaus wäre ganz schlecht. Tja, mehr geht scheinbar ja nicht, wa? Oder zumindest noch nicht. Im Sinne von halt Genki Dama und solchen Dingen. Und Teleportation natürlich schon geil, bringt uns hier aber relativ wenig, weil wir auf den Attacken her schon hier schon ziemlich gut ausgefüllt sind. Ja, wie gesagt, Superwehr muss natürlich schon bleiben. Wobei, der könnte theoretisch rausnehmen, aber hat schon lange nicht mehr gebraucht. Und die meisten Attacken kannst du ganz gut ausweichen. So Explosionswelle. Die gerne drin lassen, Final Flash auch, der macht echt noch relativ viel Schaden. Super Saiyan 2 sowieso, maximal Ladung auch. Und die hier passen eigentlich in unsere Kombi auch ganz gut rein. Okay, aber Teleportation kann man jetzt eigentlich doch noch kaufen. Aber theoretisch können wir mit Teleportation ganz cool ausweichen und dann dem Gegner voll eins reinhauen. Genau. Was natürlich ganz geil ist, das kostet mich Ki, aber das kostet mich gar nichts. Also einfach zipp, jetzt bin ich hinter ihm, wenn er irgendwie angreifen will und ich treffe ihn gar nicht, scheiße. Naja, zumindest meine Theorie. Okay, was haben wir sonst noch? Son Gokus GTG, das war ja klar. Ja, immer der gleich starke, haben wir bereits. Popos Kleidung, ja Popo, ja. Was denn von Gott im Hüter der Erde? Toll, wo ist Popo? Aber irgendwann als Charakter? Nö, zumindest noch nicht. Vielleicht kommt er irgendwann noch. Also einfach stark, weil sonst wäre es schon ein bisschen doof, wenn die Kleidung gibt und die Anspielungen hat, aber Charaktere fehlen ein paar. Da ist doch echt. Was? 4 Sternball-Kostüm. Alter, ist glaube ich noch mehr Grundangriff, stark Superangriffe runter. Wollte ich mich verarschen? Macht er gar keinen Schaden mehr mit dem. Okay, wisst ihr was? Ich versuche jetzt auch mal etwas. Nämlich haben wir jetzt schon. Ja, sagen wir so wie es ist, sind wir jetzt schon ziemlich gut dabei, oder? Wir haben schon ein bisschen was erlebt und sind jetzt eigentlich im zweiten Teil des Story-Modus und so. Deswegen würde ich mal sagen, ist doch mal Zeit für einen Kleidungswechsel. Hallo, ist denn jetzt hier? Aha, ich dachte gerade, hey, wo ist plötzlich mal im falschen Gebiet? So. 4 Sternball-Kostüm. Alter, ist echt teuer. Na, wäre für später, wa? So, mal gucken, wie steht jetzt die neue Ausrüstung? Ist natürlich eine gute Vorbereitung natürlich auf das Dragon Ball GT. Sieht das scheiße aus. Der andere gefällt mir besser, aber gut. Wir sind jetzt in Goku-Montur oder unterwegs und wir sind sowieso auf dem Weg zur Dragon Ball GT DLC-Reihe und so, einen ganzen Story-Modus und deswegen passt das schon jetzt mal zum Testen und zum Zeigen. Oh Mann, hey, du, wie kann Last sich Attribute auf 3? Jo.
Ganz kurz nochmal Key machen, damit ich echt dann nochmal eine Reihe voll habe. So. Das ist zumindest der Plan. Ja, toll, Goten. Wo ist Gotenks? Wo ist Goku? Da ist Bu wieder. Bu, 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 bu. Der kann mich mal, der Bu. Jetzt sind wir hier noch. Die Registrierung, okay. Da ist Nappa. Wir sehen noch keinen Son Goku. Das kann doch wohl nicht sein, dass er nicht hier ist. Wann tauchen wir auf? Ja, Piccolo ist da, toll. Ja, gut, nehmen wir an. Ja, muss was so sein, weil wir gehen dann bereits durch. Naja, wieso nicht? Können wir da fortfahren? Du hast noch was für uns, oder? Energiesplitter, du, dankeschön, dass du schon längst aufgegeben und sagen werden kannst. Jo. Die Frage bei Piccolo, muss ich da noch irgendwie einen Move trainieren oder geht das automatisch weiter? Ich habe erst 2 voll bei ihm, muss ich da echt nach... Verdammt, ich weiß nicht mehr, welches das war. Statt dem Finisher Breaker nochmal ein Ding, war. Oh, Kaioken wäre natürlich auch noch geil. Wobei Kaioken plus Super Saiyajin, Alter. Ich überlege gerade, wann das? Diese Sprengung war von ihm, ja, das weiß ich noch, aber muss jetzt den noch trainieren? Werden kann. Es klingt nicht so, als müssen Move trainieren, aber pack's trotzdem mal rein. So, dann Vegeta war also klar, bei unser alter Meister. Bei ihm noch C17, mir fällt Goku immer noch. Leck mich noch am Arsch, wo ist denn der? Ach, egal. Wir gehen ganz kurz mal gucken, was für neue Parallelquests gibt, weil wir trotzdem nachher nochmal kurz mit der Saiyajin kann weitermachen. Events. Nein! Oh! Spoiler. Ja. Zu Fuji, das sind wie gesagt DLC 1 Dinge halt noch. Da können wir nachher zuerst noch. Alter Schwierigkeit, wollen wir verarschen. 7 Sterne, ja, im Lage Donnerzwirn. Da gehen wir noch da noch drauf ein, weil wir sonst Saiyajin-Kampf. Saiyajin Revolt. Ach du Scheibenkleister. Ja, gehen wir später noch drauf ein. 48 Banken durch hier, aber vermutlich gibt es da 50 insgesamt von normalen Parallelquests an. Der Rest sind halt DLCs, ohne Nummern vor allem. Alter, ey. Und sein Meister, na klar, schon ein Super Saiyajin Gott, und verarscht ich denn hierfür? Zeitkristallsplitter 4, Super Drachenfaust. Film mit dem Super Saiyajin Gott, ja, ist klar. Ja, will ich immer 3 durchmachen, wa? Genau, das war glaube ich der, was ich schon mal gezeigt habe, wegen einer besonderen Attacke. Nee, war doch nicht der. Doch, genau, niemand ist stärker als ich, genau. Das war der. Ach so, und stehen hier wohl die blauen Bedingungen, sind dann wohl noch für Rang Z, wa? Sie glaube wieder bläden Saiyajins, genau, dann kriege ich halt Rang Z-Dingen dafür. Oder was Besonderes, oder... Ja, muss ich einfach noch machen, damit ich was anderes Besonderes noch bekomme. Sei es halt irgendwelche Fähigkeiten noch, Ausrüstung, wie auch immer. Gut, dankeschön. Letzte Frage war, machen wir normal mit der Zeit, kann man weiter, weil es, wie gesagt, es soll noch 2 Sagen geben, oder sagen wir, nö, wir sind schon im GT-Outfit und so und ich fühle mich schon so richtig GT-mäßig drauf, gehen wir doch direkt zum GT-DLC. Schwierig, Freunde. Doch schon irgendwie Bock, wir machen die Couch in der Zeit hier noch. Will unser Meister werden, nö. Menge Zeit mit ihm. Ist das nicht unglaublich? Sie waren. Das war echt lustig. Soll gefühllos sein? Oder nur ein bisschen? Ist mir doch egal. So, Trunks sieht's aus, alles ruhig, es kann nicht sein, muss was kommen. Hey! Sie auf sie lassen, danke. Wie? Okay, verrückt, weil, wie gesagt, ich weiß, es gibt noch 2 Sagen hier zu machen, aber vielleicht geht das echt erst später, muss was Besonderes tun, in Parallelquesten, so. Nun gut, wir haben noch 10 Minuten Zeit, Parallelquest habe ich keinen Bock drauf, wir gehen jetzt nochmal zur GT-Saga. Oh, das wird heavy. Glückwunsch, aus den vielen Soldaten ausgewählt. Das Recht erhalten, eine Verzerrung der Geschichte zu untersuchen. Glückwunsch, allerdings sollst du vor allem Zeitpatrouillen abschließen. Und sein Wohl, vertrau mir.
Jo. Wie gesagt, 2 Sachen fehlen noch, aber kann ich jetzt nicht mehr machen, oder wie? Doch, muss trotzdem noch gehen. Great. Another distortion in history is about to start. Ja, das ist natürlich sehr toll. I see. This disturbance in time was probably the result of the wormhole Demigrod created. If that's the case, we have to do something about it. Ja, aber was? In this timeline, Baby, the artificial life form from outer space, is our enemy. Oh je, Baby. Ja, ja. Baby is a powerful enemy that hypnotized Father, Gohan, and many other warriors. Hypnotisiert? Das ist ein netter Ausdruck dafür, dass er ihnen diese ekligen Eier im Kopf abgelegt hat, um sie zu So we kontrollieren. won't know exactly who we'll be up against. Be careful. Der Dari weiß schon, Baby war, ja. Baby, eine künstliche Lebensform, der aus den Zellen des Zufurkönigs erschaffen wurde, von Dr. Mu, und ja, sich allen Saiyajins rächen will. Der andere Trunks. Trunks, lass das! You okay? Please open your eyes. I was reborn as a Tuffle. Tuffle? What do you mean? Are you being controlled by Baby? Noise. Geht was aus, Be Pan? gone! I have to fight you? Oh, jeez. Please protect man. Na, ist nichts Neues. Myself. Ah, die Teleportation ist ja voll gelohnt. Who are you? A Saiyan? That's strange. Are you a distant relative? Ja, wer weiß das schon. Interferes, will die! Ja, lass noch ein bisschen machen, aber der macht das allzu viel Damage. Das wäre elegant. Alle Pan ist nach tot. Das ist doch eher, als ich dachte, der Gute. Was? Der hat die Mikromärsche angekriegt. Ach du Scheibenkleister. Back to the Basics oder was? I don't know who you are, but thank you for helping me. You see, Dad, Goten, and Trunks became our enemies. It's awful. Ich weiß, Pan, ich weiß, bin dabei. Who will do something about it? Look, Goku is trying to obtain a new power right now. Pan, you have to call out to him to give him that one final push. Man, what are you doing here? Did you snap out of it? Trunks! Keep your guard up. Baby's mind control won't be broken just that. Ich weiß, Trunks, ich kenn Babys Power. Playing dirty. Damn you. Honor me. Wieder gerade. Wow! Bösem Sinn von, naja, wisst schon. Mir war uns so, oder was hier los? Final Flash! Ich will nichts gebrauchen, Pan ist gleich down. Pan, überlass mir! Genau deswegen. Okay. Was You ist... novice! We're going back to the basics. Naja, Basics ist klar. Ein neuer Versuch. Ich glaube, der Sieg gegen die Migo hat mich ein bisschen überheblich gemacht, wenn man so sagen darf. Scheiße. So. Ja, come on. Der andere Trunks. What's wrong, Trunks? You okay? Please open your eyes. I was reborn as a Tuffle. Du bist kein Sufuru-Jin, hör auf mit dem Quatsch. Are you being controlled by Baby? Noise, Saiyan. Be Alter, gone! wie oft der putzt.
diesen Supermove ausführen kann. Oh, jeez. Please protect Pam from my hypnotized self. Naja, bin dabei. Who are you? A sailor? Jo. That's strange. Are you a distant relative? Pan, die Tochter von Videl und Son Gohan übrigens, für die es gar nicht wissen. I don't know who you are. Weil Dragon Ball GT ist vor allem bei uns im europäischen Raum nicht so bekannt als Serie, obwohl ich persönlich sagen muss, ich finde GT echt eine geile Serie. It's awful. Und viel besser als irgendwie die Bu-Saga, um ganz ehrlich zu sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Something about it. Look, Goku is trying to obtain a new power right now. Schauen sieht echt etwas aus, muss ich leider sagen. To give him that one final push. Pan? What are you doing here? Did you snap out of it? Trunks! Keep your guard up. Baby's mind control won't be broken. Just that. I couldn't trick you. Verdammt! Play dirty. Damn. Seitlicher Fail, Mann! Ist klar, keinen Schaden gemacht bei ihm. Noch ein bisschen mehr Ki. Na gut, er hat's auf Pan gerichtet, wieso auch nicht. Well now, there are still people who want to get in my way. Scheiße, es ist Baby als Goldosaru. Oh. Planet the Saiyans destroyed has been restored. Okay, wir kennen die Technik, die Taktik. Alter, ein Goldosaru. Ey, warte mal, jetzt Pan gleich down. Fire Universe! Grandpa? Grandpa? It's me, Pan! Ja, wo ist denn Goku? Big baby! Er ist auch ein Goldosaru, aber wo ist er? Ey, Moment mal. Das stimmt nicht so ganz. Das ist Goku. Goku muss bereits viel länger ein Goldosaur gewesen sein. Baby wurde ja später einer. Ja, mir seht gleich, also meine. An! Der mich Ausdauerding hier. Oh, pfui. Ja, Goldosaurus sind übel. Während ja ein normaler Osaur, der 10-mal so stark ist, ein Saiyajin ist ein Goldosaur, der 100-mal so stark. Man sagt ihm ja auch irgendwie der wahre Super Saiyajin, oder? Wegen goldener Farbe und so. Hohoho. Baby, Baby, Baby. Mein kleines Baby. Könnte auf einen Flash machen, aber bringt das nicht sehr viel, wa? Mann! Jetzt zieh ich wenig ab hier. Mein klar, ich habe gut Gokus Anzug an, aber es gleich so wenig abziehen wäre auch neu. Boah, und wird trotzdem getroffen, ist klar. Wir kämpfen an dem Planeten der Tsufurojins. Also sprich eigentlich ursprünglich der Saiyajins war, sind hier auf Vegeta, aber halt bevor die Saiyajins den Planeten erobert haben. Als halt noch die Tsufurojins gab. Alter, wieso bringt das nix? Bin ich jetzt hier total oder was ist los? Der Kampf gegen Baby ist so richtig beschissen, ey. Du triffst mich nicht, Baby. Boah, das ist quasi ein Rematch aus Ultimate Tenkaichi, wa? Oh Mann, was machen wir da los, Kumpel? Alter, voll in die Schnauze. Na, bereits verbraucht, toll. Ich gewusst, hätte ich lieber 2 gemacht, wow.
Und Teleportation hier was, war? Das war knapp. Vielleicht jetzt! Ja, entweder habe ich hier die falsche Strategie oder aber ich habe vielleicht einen Dinosaurus-Antrieb. Kann natürlich auch sein. Trifft einfach zu wenig. Mann, Michael, geh mal aus dem Weg dort! Das war knapp. Ich hab's gerade noch gesehen, wie er den Move machen will. Sie fangen so auch was ab, oder wie? Ja, so ziehe ich irgendwie gar nichts ab. Ist natürlich toll. Man, den trefft doch den Schwanz voll. Was soll denn der Quatsch? Also kam selbst nicht unmöglich. Ich bin einfach ein bisschen gerade ungeduldig. Aber sonst schaffen wir das locker. Einfach wenn man mal wüsste, wo langsam Goku ist und wieso man ihn nicht als Golden sieht. Also wie gesagt, eigentlich war es so, dass Baby noch in seiner Vorform war. Ich sag's mal so, ja, Baby muss anders formulieren. Baby hatte, wie gesagt, die ganzen Charaktere aus Dragon Ball GT infiziert, oder? Und das war halt... Da ist er, der Super Saiyan 4 Son Goku! Ist das rote Augen? Ist auch besessen irgendwie von so einer Macht? What's that form? You did well, Pan. But I'll take it from here. Goku. So, you're still alive. This time, I'm way stronger. You did it! Goku came back as Super Saiyan 4! All that's left is to defeat Baby. Not a single Saiyan will be left standing. Doch, doch. Let's make this the most awesome final battle. How about it? Very well. I will kill you and end it all. Ja, gut, kann man ganz kurz erzählen, dankeschön. Es ist ja so, Baby hat wie gesagt, hat Erde überfallen, hat nacheinander Goten, dann Gohan und dann Vegeta infiziert. Somit auch übernommen, weil Vegetas Körpergefühl sind ganz gut, den hat er dann gleich behalten, wurde dann irgendwie zu Baby Vegeta, sprich seine Haare wurden weißen, zu so einer Haartoll, wie er es jetzt gerade hat. Wurde immer stärker und so, weil sogar Son Goku machtlos und noch ein paar Mal transformiert, sprich Baby in Vegetas Körper, sprich zweimal und danach sah er echt ein bisschen aus wie so ein Cyborg zu Furu, Saiyajin-Verschnitt, ganz seltsam. Goku wollte als Kind halt, sprich als, ja, Goku als GT, man kennt es ja, weil Goku halt so klein war. Er hat uns einfach einen Super Saiyan transformiert, hatte trotzdem keine Chance und dann hat er zur Erde gesehen. War. Also wie gesagt, wir kämpfen hier auf dem Planeten der Tsufuru-Chins. Und jetzt hier direkt neben der Erde hat sich Baby an den Planeten hingewünscht. Hat sich Goku halt zur Erde hingesehen, dachte zunächst, es wäre der Mond und dann irgendwie war halt die Strahlung, die halt für die Saiyajins, für die Transformation zum Osaru wichtig ist, war halt sehr, sehr viel stärker. Da oben sehen wir uns egal, dort ist die Erde. Genau, da hat er dorthin geblickt, die Strahlung war sehr viel stärker. Und dadurch wurde Goku zunächst zum Golden Osaru, wie als halt Baby einer ist. Wurde halt von dieser riesigen Form wieder zurück zur menschlichen Form, sprich zum vierfachen Super Saiyajin. Hat dann gegen Baby gekämpft, hat Loco dominiert und dann dachte sich Baby, ja, in Goku das kann ja das auch, hat sich auch irgendwie da transformieren lassen durch diese, ich glaube, Rutzuwellen hießen die im Original, irgendwie so jetzt in der Art. Und wurde dann, wie gesagt, zu diesem Baby werfen und jetzt stimmt aber eigentlich alles wieder. Baby Golden Osaru gegen Super Saiyan 4 Goku, so soll Dragon Ball GT auch zumindest die Baby-Saga sein. Wieso muss ich jetzt da mithelfen? Egal, ob wir über eine Chance haben. Freunde, wie es weitergeht hier bei Dragon Ball GT, dem DLC, das erfahren wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao zusammen.